Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich gerne mit euch darüber reden, wieso Metallbesteck für Kleinkinder. Wir haben Joshua mit den üblichen Breilöffeln den Brei gegeben. Die habe ich euch auch schon in einem anderen Video gezeigt, das dürft ihr gerne hier nachschauen. Ich möchte euch jetzt gerne 2 Punkte sagen, wieso ich hier nicht mit den Metalllöffeln gestartet habe. Als erster Punkt habe ich das Metall, kann die Temperatur mega gut leiten. Vor allem bei dieser breiförmigen Konsistenz, die sich dann auf dem ganzen Löffel verteilt, wird durch den Brei der Löffel schnell heiß. Und wenn es dann so gefüttert wird, kann sich das Kind im Maul fest verbrennen. Als zweiter Punkt habe ich, der Brei isst das Kind noch nicht selbstständig und der Metalllöffel ist hart. Und wenn ein älterer Teil das Baby mit dem Metalllöffel den Brei füttert, kann es auch eine Verletzung im Maul geben. Ja, der Joshua hat dann mit 8,5, 9 Monaten immer mehr angefangen vom Tisch essen und er hat dann auch selbstständig in seinem Teller rummanschen. Und wir haben ihm dann hier als Unterstützung das Besteck von der IKEA, das Plastikbesteck gegeben. Und er hat hier fleissig ausprobiert, mit dem Löffel aufzuschaufeln, mit der Gabel aufzustechen und auch mit dem Messer aufzuschaufeln. Wir haben ihn dann während dem Essen unterstützt und wenn er die Gabel so gehabt hat, haben wir ihn hier mit unserer Hand geführt und ihm geholfen, da etwas aufzustechen aus dem Teller. Und er hat es dann recht schnell selbstständig ins Maul führen und so essen. Jetzt haben wir aber das Problem, er findet das Plastik-Besteck einfach nicht mehr so les und er probiert auch immer mehr unser Besteck zu stibitzeln. Ich weiss nicht, er findet das Besteck einfach mega les, vielleicht weil es so schön glänzt oder weil es so cool tönt. Er findet es einfach les. Er hat auch schon eine Gabel oder einen Löffel von uns verwünscht oder auch bekommen. Aber das Problem ist, ich habe gemerkt, es ist einfach viel zu gross für ihn. Wenn er es hier hebt und hier rumschweit, gibt es einfach auch eine mega Verletzungsgefahr, weil er es einfach durch die Größe noch nicht recht führen kann und auch, weil es halt schwerer ist wie so ein Kinderbesteck. Ja, ich habe mir dann überlegt, was wir dann machen könnten. Ich habe ja gewusst, dass es so Metall-Kinderbesteck gibt und ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen, dass eigentlich bei den meisten Herstellern das Metall-Kinderbesteck erst ab 3-jährig empfohlen wird. Ja, ich habe mir dann ein bisschen überlegt, wieso das denn da so ist und bin dann auf den Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich so ist, weil ein Kind erst etwa mit 3-jährig viel motorisch in der Lage ist, um richtig mit dem Besteck zu essen. Mit richtig meine ich, Gabel ins Fleisch reinstecken, schneiden und so essen. Für das sind Kinder erst mit 3-jährig wirklich motorisch fähig. Ja, ich habe mir dann aber überlegt, ja, so ein Metall-Kinderbesteck ist ja jetzt nicht mega spitzig oder süß irgendwie gefährlich. Und darum habe ich mir überlegt, ja, dann kann ich ja auch einfach das Metall-Kinderbesteck geben, um die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen von Joshua fördern, dass er auch merkt, er ist gleich wie mir, er hat auch so ein cool tönendes, glänzendes Besteck wie mir. Und darum habe ich dann da so ein Kinderbesteckset gebastelt, das ich jetzt gerne mit euch auspacken will. Ich muss schnell hier den Kleber aufschneiden. Ja, machen wir mal auf. Jetzt nimmt es mich eben vor allem Wunder, ob es hier bei den Gabelspitzen, die ein bisschen abgerundet sind, und das Messer auch ein bisschen abgerundet und nicht so kantig.
dass ich da auch gut am Joshua geben kann, um seine Essversuche zu starten. Ja, es ist vierteilig. Es hat einen kleinen Löffel drin, einen grösseren Löffel, ein Messer und eine Gabel. Die einzelnen Besteck haben verschiedene Tiere drin graviert und ja, sind so ein bisschen kindlich gestaltet. Der Joshua hat mega gerne Tiere. Ich nehme hier gerade mal einen kleinen Löffel raus. Der hat einen F drauf. Und der, sehen wir jetzt, ist fast gleich groß wie ein erwachsener kleiner Kaffeelöffel. Aber ja, gleich noch ein bisschen kleiner. Aber von der Fläche, die ins Maul kommt, ist es eigentlich schon gleich groß. Genau. Der sieht aber auch gut aus. Finde ich super, von der Qualität auch. Ja, und da haben wir den grösseren Löffel. Der ist jetzt schon einiges kleiner wie der erwachsene Suppenlöffel. Genau. Der hat hier ein Leu drauf, das Lieblingstier von Joshua. Jetzt wird er dann nur noch mit dem Löffel essen und nicht mehr mit der Gabel. Nein. Ja, und dann hat es hier noch ein Messer. Mal schauen, ob es rausbringt. Ja. Das Messer hat einen Giraffe drauf. Ist hier abgerundet und da hat es ganz feine Zäckel, also Zäckel kann man nicht sagen, ein bisschen, ja, Verstufungen, wo da vielleicht ein bisschen etwas schneiden, aber nicht wirklich, würde ich jetzt behaupten. Ja, und es ist ja, auch noch mal ein bisschen kleiner wie ein erwachsenes Buttermesser. Aber ich muss jetzt gerade sagen, es ist ziemlich gleich schwer. Das Kinderbesteck ist fast ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl. Nein, es ist wirklich etwa gleich schwer. Mal schauen, was man glaubt. Nein, er ist schön stark. Dann haben wir hier noch eine Gabel, die wir vielleicht rausbringen. Ja, ist rausgekommen, die hat einen Elefant drauf. Die Zacken sind hier abgerundet und nicht spitzig. Tipptopp, genau. Und von der Größe her ja, ist auch ein bisschen kleiner wie die von den Erwachsenen. Genau. Ja, also wir testen jetzt einmal testen mit dem Metallbesteck. Ich musste jetzt sagen, je nach Selbstständigkeit des Kindes würde ich jetzt empfehlen, um zwischen 1 und 1,5 starten mit dem Metallbesteck. Ich tue es jetzt noch ein bisschen testen und mache dann noch mal ein Video darüber, wo ihr dann nachschauen dürft. Ja, aber jetzt der Unterschied zum Plastikbesteck, also der Plastikbesteck hat da auch ein bisschen Kanten, die eigentlich sind zum Schneiden. Man kann sogar ein bisschen mit dem schneiden. Und die Gabel hat da ja auch Spitzen, auch wenn sie auch abgerundet sind. Der einzige Unterschied ist eigentlich einfach, dass es noch ein bisschen leichter ist. Aber von der Größe her ist es eigentlich auch fast gleich groß. Das Metallbesteck ist jetzt noch ganz ein bisschen grösser. Aber ich habe das Gefühl, da kann man gut mit 1,5 starten. Natürlich muss man gleich schauen, dass das Kind vorsichtig mit dem Besteck umgeht, dass man ihm erklärt, dass man das Messer nicht ins Maul nimmt, wegen der Verletzungsgefahr. Auch, dass es wissen, falls es mal ein Messer haben, das halt ein bisschen schärfer ist. Ja, und dass man einfach dem Kind so den richtigen Umgang mit dem Besteck lernen kann. Und man ist ja dabei, wenn das Kind am Essen ist. Genau. Ja, dann verlinke ich das dann noch das neue Video verlinken, wenn ich es dann habe, wie wir da ausprobiert und getestet haben. Und dann kann ich euch Rückmeldung geben, wie das funktioniert und was jetzt da wirklich das Pro und was das Contra ist. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr für euer Kind früher Metallbesteck benutzt habt, vielleicht auch etwas in den Kommentaren schreiben.
Und ja, sonst dürfen ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Das würde mich natürlich auch mega freuen. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Tschüss miteinander.